Der chinesische Großkonsul rechtfertigte die brutale Politik Chinas in Ostturkestan, indem er die Uiguren mit dem IS gleichstellt. Die USA würden versuchen, die Terroristen zu eliminieren. China hingegen bildet diese aus oder erzieht sie, so der Großkonsul in einem Interview mit Reuters. Daraufhin kritisierte Herr Karakash, der Präsident des East Turkestan Information Center, diese Aussage scharf. Ostturkestan sei bereits seit 69 Jahren besetzt und der Assimilationspolitik ausgesetzt, die Uiguren gezielt vernichtet und die Schätze des Landes geraubt worden. Dies geschehe alles unter dem Deckmantel des Kampfes gegen den Terror und religiösen Extremismus. Das Land sei Nachlass der türkischen Vorfahren, ihr Vaterland. Die chinesische Regierung, so Herr Karakash, solle unverzüglich ihre unmenschliche Politik korrigieren. Immer mehr Verbraucher stoßen bei importierten Waren aus China auf in den Produkten versteckte Spionagechips. Erst vergangenes Jahr meldeten russische Medien von einer Entdeckung russischer Zollbeamten, welche versteckte GPS-Sender und Audioaufnahmegeräte gefunden hatten. Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit wird mit China über die Lage und Entwicklungen in Palästina, dem Nahen Osten und Afrika bereden. Weiterhin wird die Situation der Muslime aus Ländern besprochen, die kein Mitglied der Organisation sind. Auch Themen wie Islamophobie sollen dort behandelt werden. Eine schriftliche Mitteilung der Organisation für Islamische Zusammenarbeit verkündet, dass eine ihrer Delegationen auf Einladung Chinas nach Peking entsendet wird. Die Delegation berät dann eine Woche lang regionale und internationale Themen mit China. Margarita Schinas, Sprecherin der Europäischen Union, befürchtet die Entstehung einer Grenze zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland, sollte sich England ohne Einigung von der EU abwenden. Man befürchte ein neu entstehendes Chaos, beeinflusst durch den Brexit, könnte der Terror in Nordirland neu entflammt werden. Die indische Polizei verhaftete diese Woche 61 arakanesische Muslime an der Grenze zu Bangladesch. Die Polizei verkündete, dass sie gestern 31 in der neutralen Zone bei Rayamura sowie 30 Arakanesen, darunter 12 Kinder, in der Region Assam in Gewahrsam genommen haben.